Für dem ständige Wurstum vun unserer Stadt gerecht zu gehen, an den Verkehr an auch anderem Staat bestmöglich zu organisieren, gouf an der Schaffenholzerklärung von 2018 festgehalten als ein Mobilitätsplan für Mur an Lewe gerufen. Dieser Mobilitätsplan hat als Ziel, verschiedene Maßnahmen am Verkehrssystem von der Stadt zu entwickeln, die alle Guten auf ihn aufgestimmt sind. Hierbei geht das ganze Verkehrsnetz sowie alle Verkehrsmittel berücksichtigt. Dazu zählt der Fußgängerverkehr, der Velo, der motorisierte Individualverkehr an den öffentlichen Transport. Des Weiteren wird analysiert, aus welchen Gründen Leute sich durch und an der Stadt bewegen. Sie will für die Arbeit, Dachhafen, Freizeit oder auch nach Deplacementen während der Arbeit, alle Bewegung wird berücksichtigt. Den Horizont, auf dem wir hier schaffen, geht bis 2035, wo die städtischen Services mit externen Experten die momentane Verkehrssituation an Infrastruktur analysieren, an die Entwicklung von der Stadt antizipieren, für eine Strategie zu erstellen für die Mobilität von Mur. Hier tragen wir selbstverständlich auch dem nationalen Mobilitätsplan Rechnung. Ganz wichtig ist also hier, dass der Bürger zu verschiedenen Momenten am Prozess mitschwätzen kann, wie zum Beispiel auf verschiedenen Informationsversammlungen und Workshops oder eben auf unserer Journée d'échange vom 17. September, wo jeder seine Ideen und Remarken mit abfließen können. Der Mobilitätsplan setzt sich zusammen aus 4 Phasen. Die erste Phase befasst sich mit der Analyse von der aktuellen Situation. Wie ist die Mobilität an der Stadt momentan organisiert? Wo gibt es Probleme? Was sind die Herausforderungen? Mit verschiedenen Services von der Stadt haben wir alle bestehenden Mobilitäts- und Urbanismus-Etüden analysiert. Danach wurde eine Online-Umfrage organisiert, für einen besseren Abblick an die aktuelle Mobilitätssituation zu kreieren. Die Erkenntnisse aus all diesen Daten haben wir dann auf 4 Kategorien angedeelt. Für den motorisierten Individualverkehr existiert schon ein gut strukturiertes Straßennetz mit einer bald flächendeckenden Verkehrsberuhigung an den Wohnquartieren. Trotzdem ist zumal an der Spitzenzeit das Netz innerhalb vom Hyperzentrum, also der Urverstadt und dem Quartier Gare, überlastet. Allerdings muss ich auch feststellen, dass das Potenzial zusätzlich Verkehrs, sprich Strassenraum zu schaffen, durch die bestehende Bebauung, besonders am Hyperzentrum, ganz gering ist. Beim öffentlichen Transport wird festgestellt, dass wir aktuell schon ein Netz haben, das schon 97% von der Stadt aufdeckt. Parallel dazu ist das Niveau von der Qualität und Komfort besonders hoch. Hier bleibt die Möglichkeit, Verbindungen zwischen den Quartieren zu erweitern, ohne dabei durch das Stadtzentrum zu fahren. Auch beim öffentlichen Transport ist die Kapazität vom aktuellen Netz für die zukünftigen Herausforderungen nicht unbegrenzt. Allerdings existiert hier ein reelles Potenzial für das Netz als seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Der Velo hat einen immer mehr wichtigen Platz an der Stadt gekriegt. Das geschieht in einer anderen und der immer weiter wachsenden Anzahl von Velosfahrern an dem ständigen Ausbau der Velosinfrastrukturen. Allerdings ist unsere Reso noch nicht komplett, weil den Donner erkennt, dass zum einen nach Lücken an unserem Netz bestehen und dass zum anderen der Velo sich seinen Platz mit motorisierten Verkehr muss teilweise teilen. Hier besteht dem nur ein Nachfrage nach einem Potenzial, für das bestehende Netz weiterzuentwickeln und zu optimisieren. Als Analyse wird auch gewiesen, dass für das Fußgängernetz gut ausgebaut ist. Höchste Unterschiede sind durch Lifte oder auch der Funikulär komfortabel zu überwinden. Der größte Teil der Ziele sind direkten Weg zu erreichen, zumal zur Verbindung mit dem öffentlichen Transport, an dem Velo, respektive als dem Velolokationssystem. Trotzdem besteht punktuell Engstellen am Netz, bedingt durch zu schmale Trottoiren am Bestand oder entsprechende Mobilier am öffentlichen Raum. Hier besteht für allem ein Potenzial, was die Optimierung von der Aufenthaltsqualität an eben diesem öffentlichen Raum angeht. Nach dieser Analyse gehen wir über an Phase 2. Hier gehen Ziele definiert und die sogenannten Szenarien ausgeschafft. Ein Szenario als ein hypothetischer Blick an die Zukunft, den die Entwicklung von der Mobilität prognostiziert. An diesem Fall bis 2035. Durch Tischrechnen von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel dem demografischen Wachstum, also der Demand, oder nach dem Ausbau vom öffentlichen Transport sowie des Straßen- und Velosnetz, also der Offer, können wir ein möglichst genaues Bild von der zukünftigen Mobilität generieren. Für just ein paar Zahlen aus diesen Tischrechnungen für das Jahr 2035 zu nennen. So wies zum Beispiel die Anzahl der Stadtbewohner bezogen auf das Jahr 2020 von 123.000 auf 180.000. Bei den Arbeitsplätzen, also der Wachstum, bezogen auf das Jahr 2020 von 168.000 auf 218.000. Als Konsequenz daraus ergibt sich eine Steigerung von den täglichen Bewegungen auf unserem Territoire bezogen auf das Jahr 2020 von 860.000 auf 1.150.000. Diese zwei Zahlen setzen sich zusammen aus ca. 36% tägliche Bewegungen, die innerhalb vom Territoire von der Stadt stattfinden, an ca. 64% tägliche Bewegungen, also der Rest, die entweder an die Stadt ran oder herausfahren.
An denen Szenarien, die mir biselo ausgeschafft hun, an die Oben opbauen, hun mir wichtig Erkenntnisse herausgezogen und op de gildet Antworten zu fannen. Als allereich gouf ein Szenario entwickelt, an dem er sich gouf, was passiert, wenn wir just die Infrastrukturmaßnahmen umsetzen, die auch schon décidéiert sind, respektiv sich schon am Bau befanden. Beispiele hierfür sind unter anderem den Ausbau vom Tram in Richtung Findel, a Klostor oder nach dem Ausbau von der A3 zwischen der Erdeberchem an dem Gasbrischer Kreuz. Für den Rest gibt keine weitere neue Infrastrukturmaßnahmen berücksichtigt. Das heißt, die Mesuren, die sich aktuell zwar in Diskussion befanden, aber nicht décidéiert sind, gehen halt bewusst nicht analysiert. Folgende Erkenntnisse wurden bei der Analyse vom ersten Szenario festgestellt. Beim motorisierten Individualverkehr ergibt sich für 2035 ein prognostizierten Zuwachs von 21% bei den täglichen Bewegungen an der Stadt. Hier wird die Analyse von der momentanen Situation ja schon gewiesen, dass wir mit diesem Transportmittel heute schon an die Grenze vom Netz stoßen und das Potenzial für einen Ausbau ganz gering ist. Auch den öffentlichen Transport in seiner aktuellen Form wird bei diesem Szenario teilweise an seine Grenze stoßen. Wir prognostizieren hier eine Steigerung von 63% bei den täglichen Bewegungen bis 2035. Der Vierdeel ist, dass hier aber noch viel Potenzial da ist, für das bestehende Netz weiter auszubauen und zu optimisieren. Dieses Szenario weist es, dass ohne innovativ und mehrdimensionale Konzepte oder ohne als Verhalten zu ändern, als Verkehrsnetze saturiert werden sind. Und das ganz besonders beim motorisierten Individualverkehr. Kurz gesagt, das erste Szenario ist keine Option für die Mobilität von morgen, mit deckt dafür die Herausforderung für die Zukunft ab, auf die wir entsprechend Antworten finden müssen. Kommen wir nun zum nächsten hypothetischen Szenario, das wir berechnen tun. Hier reagieren wir auf Konklusionen aus dem ersten Szenario, nämlich, dass der motorisierten Individualverkehr nicht massiv zuholen kann. Und gucken, was passiert, wenn die täglichen Bewegungen für 2035 auf quasi demselben Niveau bleiben wie 2020. Bei der Mobilität dus gehen wir, wie auch schon am ersten Fall, von einer natürlichen Progression aus. Das heißt, sein Anteil an der Mobilität von der Stadt bleibt zwar konstant, mit der Anzahl von den täglichen Bewegungen geht absolut gesehen an die Luft. Wie das sich hier auch, wie schon gesagt, die Anzahl von den gesamthaften Bewegungen nur entwickelt. Folgende Erkenntnisse wurden bei der Analyse von diesem Szenario festgestellt. Dadurch, dass an dieser Hypothese der motorisierten Individualverkehr 2035 am selben Niveau bleibt wie 2020, müssen die zusätzlichen Bewegungen vor allem vom öffentlichen Transport abgefangen gehen. Und das bedeutet, dass sich die täglichen Bewegungen bei diesem Transportmittel laut unserer Prognose verdoppeln dürfen. Hier muss ich festhalten, dass den öffentlichen Transport trotz seinem hohen Potenzial nach mehr Effizienz gibt par rapport zu heute, nicht allein der Rapport von den täglichen Bewegungen vom motorisierten Individualverkehr aus dem ersten Szenario überholen kann. Die Mobilität dus muss seinen Beitrag leisten für eine nachhaltige Mobilität von morgen. Wir können festhalten, dass den öffentlichen Transport eine wichtige Rolle an den zukünftigen Mobilitätsstrategien von der Stadt überholen muss. Auf Basis von diesen Erkenntnissen, sowie eure Marken an Ideen, schaffen wir weiter auf konkreten Szenarien mit neuen und innovativen Ansätzen für die Herausforderung von der Mobilität von morgen an unserer Stadt gerecht zu gehen. Dabechten für das zweite Phase vom Mobilitätsplan aufzuschließen, sind am Gang. Und parallel dazu gehen wir die dritte Phase an. Hier gehen auf Basis von den Zielen aus der vierten Phase einzelne potenzielle Ansätze analysiert und ihre Auswirkungen ermittelt. Es wird aber auch geguckt, welche Bereiche müssen priorisiert gehen und welche Ziele mehr einfach und mehr schnell zu erreichen sind. An der vierten und letzten Phase gibt eine Roadmap, also eine strategische Papier erstellt, wo die unterschiedlichen Strategien und Mesuren von unserem Mobilitätsplan integriert sind. Dieser Mobilitätsplan wird selbstverständlich ausschließend dem Grand Public vorgestellt. Dialog als einer der Schlüsselelementen vom Mobilitätsplan von der Stadt. Und dafür gouf der Mobilitätsbeirat an die Leben gerufen. Diese setzt sich zusammen aus Vertretern von der Politik, lokalen Interessenvereinen, Akteuren aus der Wirtschaft sowie den konzernierten staatlichen Instanzen als Servicer von der Stadt Lützeburg. An regelmäßigen Aufständen könnte der Mobilitätsbeirat bei ihnen und diskutiert Analysen, Strategien und Konzepte. Hier kann selbstverständlich alle unterschiedlichen Standpunkte mit abgebracht gehen an der Entwicklung von unserem Mobilitätsplan. Was aber genauso wichtig ist, als die Bürger mit an diesen Prozess anzubannen. 2 Bürgerversammlungen sowie auch eine gross angelöschte Umfrage organisiert. Aber auch am weiteren Verlauf soll jeder sich informieren und uns seine Remarken oder Ideen mitteilen und so die verschiedenen Ansätze zusammen diskutieren. Diesen Dialog ist als besonders wichtig, für dass der Mobilitätsplan die richtige Lösung bietet für die Mobilität von morgen. Wir freuen uns auf euch und auf euren Input.